Ja, ihr seht richtig, wir sind wieder einmal zu Besuch in Hyrule und werden auch gleich angegriffen von so dämlichen Nachtskeletten, wie auch immer die Viecher heißen, aber sind natürlich keine Gegner für uns. Wieso sollten sie auch? Ja. Und mit diesem Intro, Mann, jetzt ist es schon wieder gestört, mit diesen einleitenden Worten, sowas auf den Sack. Ja, die Wirbeltag funktioniert, ja cool. Und mit diesen einleitenden Worten kann ich einfach mal zu Ende erzählen, danke. Begrüße ich euch zu einem neuen Part von Ocarina of Time Master Quest. So Link, wir haben nicht lange Zeit rumzudackeln, bzw. rumzufackeln. Denn wir müssen schnell weiter, Freunde. Wir haben noch einiges zu erledigen. Bevor das Let's Play zu Ende ist. Ja, ich weiß, ich rede jetzt schon davon, dass das Let's Play zu Ende ist, aber... Ja, wie gesagt, bald erscheint Skyward Sword und... bis zum Erscheinen von Skyward Sword will ich mit Ocarina of Time Master Quest fertig sein. Was bedeutet das? Ihr ratet schon richtig, weil ich einmal gesagt habe, wir spielen Master Quest zu 100% durch. Und da Master Quest für mich half-blind ist, ja, das bedeutet, ich habe Master Quest selber noch nie gespielt, aber das Original schon. Bedeutet das, ich muss einige Skulltulas selber noch suchen gehen und das... ja, dürfte sich noch in die Länge ziehen. Und deshalb machen wir uns erstmal auf. Und zwar zu der Kumu Farm. So heißt sie doch, oder? Ich weiß schon den Namen nicht mehr. Naja, im Prinzip, wir haben ja jetzt die 3 heiligen Steine. Habt ihr ja gesehen im letzten Part noch. Haben wir da den letzten heiligen Stein von Prinzessin Ruto erhalten. Ja, Ruto erhalten. Den Zora Saphir. Jetzt könnten wir uns eigentlich schon aufmachen zur Prinzessin Zelda. Aber ich will vorhin noch... insgesamt 3 oder 4 Skulltulas waren es, auf der Farm holen und dazu noch das Lied für Epona. Und natürlich noch die Flasche, die darf ich nicht vergessen. Ich meine, ich habe erst 2 Flaschen, verdammt, gut, es gibt nur 4. Die letzte Flasche holen wir uns ziemlich am Schluss. Dann vor dem Zeitsprung müssen wir noch einiges, ja, was gibt es eigentlich noch? Genau, die Masken, die hätte ich beinahe vergessen. Die müssen wir noch abholen, weil es könnte sein, dass der Fehler in Master Quest noch nicht behoben wurde. Welchen Fehler ich damit meine, das seht ihr dann zu gegebener Zeit noch. Aber sonst haben wir eigentlich soweit alle Upgrades zusammen. Bombentasche, ja gut, da fehlt noch einen, das war der in der Krabbelmine. Den hole ich auch eher gegen Ende des Let's Plays, weil da auch ein Herzteil noch drin liegt. Munitionstasche haben wir komplett. Da gibt es noch 2 für Dekostab. Einen für den Dekostab, nein für Dekonüsse. So, genug umgespielt. Nacht, es muss Nacht sein. Oh, Moment mal. Wenn ich es jetzt Nacht werden lasse, dann bin ich glaube ich am Anfang der Welt, oder? Oder war das nur Lon Farm? Bei Tage. Jetzt muss ich kurz schauen, weil eben, wie gesagt, es muss Nacht sein. Oh, verflixten Zug nicht. Weiß ich jetzt das Lied noch? Ja, ich habe mir die Töne gemerkt. Himmel in der Sonne und es werde Nacht. So, jetzt können wir schnell raus. Denn wenn mich jetzt mein Zelda-Gedächtnis nicht trübt, kommen die Dinger wieder. Nein, die meinte ich nicht, denn hier müssen auch eine Skulltula sein. Hallo, Link. Hallo? Hier war gar keine? Okay, mein Fail. Wow. Drück das mal. Ah, daneben. Ja, Mann. Okay, ein paar Bomben aufstocken kann ja auch nicht schaden. Wir haben sowieso zu wenige, glaube ich. Auch gar keine Bomben, zumindest so schnell nicht mehr. Was wird schon der Tag? Oh oh. Schnell rein, schnell. Wieso wird es so schnell der Tag? Egal. Jetzt haben wir es immer noch Nacht und ich hoffe bei Gott, die Skulltula ist noch da. Yep, sie ist noch da. Gut. Die Steuerung mal wieder. Ganz vergessen. Leute, ich hatte gerade ein weißes Licht gesehen. Bin ich jetzt schon komplett gaga? Egal, Skulltula, komm her. Number 1. So. Voll, ja, da kommt nur bei Tage raus. Was ist denn jetzt schon der Navi? Du besetzt nun die 3 heiligen Steine. Lass uns nach Hyrule gehen. Ja, weiß ich doch alles, weiß ich doch. Skulltulas. Ah, verdammt, die war da schon wieder. Eine ist da. Ich nehme 4 im Hinterkopf. Ah ja, genau, beim Baum noch, beim Baum. Ah, das war der Baum, den ich vorhin gemeint habe. Mann. Leute, ich kann schon nicht mehr die Bäume auseinanderhalten. Wie lange haben wir schon kein Zelda mehr gezockt? Kann ja wohl nicht sein. Krabs, bitte, hör auf zu ruckeln.
Leute, ich höre was. Ja! Den habe ich gehört! Verdammt! Kommt gleich noch einer. Nicht. Gut. Link. Navi! Geht doch. Wieso nicht gleich so? Die Golden Skulltula. Das wäre die Nummer 2. Die 3 ist da drüben. Da kommt schon wieder so ein dämlicher Rabe. Hier drin hätte es noch ein Herzteil. Hol ich mir erst. Auch erst später. Später, alles später. So, was ist jetzt? Tschüss, Mann. Sonst noch Wünsche? Wer will noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wow! Aus allen Richtungen. Dich hole ich so wieder. Selber schuld. Mann, dämliche Krähen. Warum kannst du mal was dagegen unternehmen? Und Link, wieso ziehst du dein Schwert so spät? Das machst du doch in Twilight Princess auch nicht. Meine Güte, so, hier hat's noch eine. Zack. Number 3. Jetzt holen wir uns noch schnell Nummer 4. Die war, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, und das dürfte eigentlich nicht der Fall sein, weil Ocarina of Time haben wir schon 20 Mal sicher gespielt. Gut, durchgespielt etwa 5 Mal, aber ist ein anderes Thema. Aber die Skulltulas auf der Overworld, die kenne ich ja noch alle. Wo bist du? Dankeschön. Ah, wir liegen schon wieder zum Nahen. Und jetzt ziehen wir... Hey, die Skulltulas ziehen mir immer ein ganzes Herz ab. Ist doch übel. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Müssen noch 20 sein. Oh ja, ist das geil. Jetzt bekommen wir den Stein des Wissens. Ist zwar in dieser Version eher unpraktisch. Was heißt unpraktisch? Wohl eher überflüssig, weil das Rumble Pack haben wir sowieso integriert im GameCube Controller, aber zur Vervollständigung ist es sicher nicht übel. Und nein, ich dachte schon. Ja, es funktioniert auch so. Die Rumble-Fähigkeit funktioniert auch ohne den Stein des Wissens, aber... Ah ja, stimmt, diese Nacht, Mann. Aber der Stein des Wissens zeigt, oder sollte uns ja auch versteckte Höhleneingänge zeigen. Von daher brauchen wir nicht. Ich meine, da drin hat es eh nur Geld und wir werden in Ocarina of Time sowieso viel zu viel Geld haben. Da ist auch die 100 Skulltula-Suche eigentlich... ja, was mache ich eigentlich? Mann! Lied spielen. Hätte es eigentlich gerade drin tun können. Obwohl... Habe ich jetzt eigentlich wirklich genug Bomben? Doch, ich habe genug Bomben. Ja, sonst hätte ich noch schnell ein paar Bomben nachfüllen können, aber so geht das ja auch. Also schnell Tag werden. Hallo? Geht doch. Ja, man merkt es, Freunde, ich habe schon länger nicht mehr Ocarina of Time gespielt, aber ich komme relativ schnell wieder rein. So, jetzt ist... Oh nein, das Huhn-Finn-Spiel. Hühnersuchen-Spiel! Alter, zum Glück habe ich keine Hühnerallergie, sonst... Also. Hä? Bin ich schon wach? Ja. Es scheint so. Ja, was nicht sagt. Wenn er nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Ja, das zweite Mal schon. Es hat ganz schön lange gedauert, bis er Marlon beruhigt hatte. Ja, wen wundert's? Du hast die arme Kleine einfach so rumstehen lassen und... Oh mein Gott, du musst da tagelang ausharren. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Ja, eigentlich wollte ich die Welt retten, aber wir sind mit einem kleinen Spielchen. Hast du Lust? Ja klar. Die Welt retten ist öde. Ich spiele doch lieber Hühner fangen. Hühner fangen. Was? Superhühner? Ich kann sie nur mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Es geht dann seltsam jetzt. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spielkurs Zenobine, machst du mit? Auf jeden. Du hast 1 Sekunden, jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie! Oh. Ich habe einen Fehler gemacht, das glaube ich an nicht. Das ist einer von ihnen, suche weiter ganz schnell. Jojo. Wieder 1. Oh, wo war jetzt der andere? Muss einer von ihnen gewesen sein. Jo. Wow, unglaublich, Rekordzeit! Ja, aber wirklich, Freunde. So schnell habe ich den noch nie gefangen. Gefunden. Gefangen. Hey Junge, du hast es Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich bin eigentlich eher Informatiker, aber... Achso, du sprichst mit Link. Ich würde mir freuen, wenn du Marlon heiraten würdest, na?
Alter, ich bin 22. Ich glaube, das spricht für sich. Haha, war doch nur ein Spaß. Puh. Ich dachte schon, er wollte mich bei der Polente verpfeifen. Oh, hier, nimm diese Flasche. Lon Milch an dich. Sie gibt dir neue Energy, sobald du sie trinkst. Ja, die werde ich auch dringend nötig haben. Hey, hast du die Flasche geleert, kannst du in der Zeit zurückkommen und sie dir gegen geringes Entgelt auffüllen lassen. Im Prinzip kann ich sie auch gratis erhalten, wenn ich der Kuh etwas Schönes vorspiele, aber das muss er ja nicht wissen. Du hältst 5 Herzen pro Schluck. Geil. So, jetzt haben wir alles bis auf das Lied zusammen, Leute. Herzen. Gut. Rubine. Das wäre überflüssig, aber man seht doch, dass wir haben jetzt schon wieder 140 Rubine. Und das Inventar ist praktisch voll. Ja gut, die Dekostäbe nicht, aber... Krabbelminen. Wieso habe ich... Ah ja, stimmt, das war ja auch im letzten Part. Ah Mann. Leute, ich bin so völlig durcheinander von Master Quest. Hey, das glaubt ihr mir gar nicht, weil die Krabbelminen, die hole ich mir sonst immer erst gegen den Schluss. Also das heißt, so ein Schattentempel, ein Geistertempel. Jetzt haben wir die schon im 3. Dungeon erhalten. Verdammt. Oh nein, der Wassertempel. Vor dem habe ich jetzt schon Angst. Ja, gut, Angst ist übertrieben, aber ich kann mich noch erinnern, wie nervig der Ocarina of Time war. Und jetzt hier ein Master Quest. Oh nein. Aber dafür dürfte der Kampf gegen Schattenlink spannend werden, weil Schattenlink hatte so viel Energie wie ich. Das heißt, er hat auch 6 Herzen. Und bis dahin dürfte ich etwa 10 oder 11 Herzen haben mit den alten Herzcontainern. Moment mal. 8 Herzen wären es bis dahin. Das heißt, er dürfte ordentlich Power haben, der Alte. Verdammt. Jetzt holen wir uns das Lied. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Ja. Teddy hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen. Feenjunge. Ja, wen denn? Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Ich glaube, das Teil hat Angst vor mir. Es scheint, hat Epona Angst vor dir. Ja, habe ich gerade gesagt. Und jetzt? Sie singt so ein schönes Lied. Vielleicht sollte ich einfach mal mitspielen. Etwa doch nicht? Alte, was soll das? Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Okay, das war gerade etwas seltsam, aber egal. So, gibt es jetzt die Noten vor. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Ja, deswegen bin ich hier. Ups, weiterst du vor, Alex. Sorry, Leute. Du hast Eponas Lied erlernt. Oh yeah, Eponas Lied. Das hilft uns zwar im Augenblick noch überhaupt nicht weiter, aber ist ja egal. Immerhin haben wir es schon mal, oder? Obwohl, ursprünglich hat er sie anders geplant. Epona, danke. Das hat mich gern, hm? Was meinst du dazu? Oh, Epona, sie hat an dir Gefallen gefunden, Feenjunge. Ja, habe ich gerade gemerkt. So, worauf ich vorhin hinaus wollte. Ein kleines Insiderwissen für euch, Freunde. Ja, weil Ocarina of Time wurde ja, bevor es erschienen ist, zigmal überarbeitet und da war ursprünglich die Idee, dass Link auch als Kind auf Epona reiten könnte. Deshalb ja auch in Master Quest. Ja, jetzt bin ich schon völlig durch den Wind. Ich meine, in Majora's Mask war es ja auch so. Da konnte Link dann wirklich auf Epona reiten. Tja, und der Ursprung all diesen war im Prinzip hier, aber wieso, weiß ich zwar jetzt auch nicht, aber man hat sich dagegen entschieden. Und so kann Link in Ocarina of Time erst als Erwachsener auf Epona reiten, wieso auch immer. Und mein Gott, ihr seht schon. Etwas kann nicht ganz stimmen. Es ist helllichter Tag, es ist wunderschön, etwas zu hell für meinen Geschmack, aber egal. Die Fackeln brennen und... OMG. Die Brücke ist oben und der Himmel hier verdunkelt sich. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und was genau es bedeutet, seht ihr im nächsten Part von Ocarina of Time Master Quest. Ciao zusammen.